Es war einmal ein Kulmbacher, der zog aus, um Deutschlehrer zu werden, weil er so schlagfertig war. Und deshalb durfte er zum Radio, wo er den Günther kennenlernte, den er noch häufig treffen sollte. In der gleichen Zeit, 76, vermählte er sich mit seiner Herzdame Thea. Und da der Thomas optisch viel zu bieten hatte, durfte er ins Fernsehen, zuerst als Nachrichtensprecher beim BR und als Moderator der Telespiele. Und weil er das gut gemacht hatte, machte er na sowas, drehte Filme wie Die zärtlichen Chaoten und eroberte schließlich im Jahre 87 das ZDF-Flaggschiff Wetten, das der Frank erfunden hatte. Mit schwarzer Perücke überraschte der Thomas um die gleiche Zeit aber mal schnell den Günther, der inzwischen auch ins Fernsehen durfte. Oh nein! Das Ich bin der Nikolaus. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Und obwohl der Thomas immer berühmter wurde, hatte er dabei nie den Kopf verloren und sich denselben auch nie waschen lassen, denn er kennt sein Talent. Jeder hat eine Begabung, meine ist es, dass ich keine Angst vor Kameras und Mikrofon habe. Auch RTL und Sat.1 griffen sich den angstfreien Thomas. Ebenso wie die Werbung für Gummibärchen und die Post. Aber nicht ohne meinen Bruder, dachte sich der Thomas. So ziehen die Gebrüder Gottschalk gemeinsam von Sendung zu Sendung. Heute lebt der Thomas glücklich und zufrieden mit Herzdame Thea und den Söhnen meistens weit weg in Amerika. Er kann da nämlich viel ungestörter Videos drehen als in Kulmbach. Und wenn er nicht doch noch Tänzer oder vielleicht gar Popstar wird, dann erfreut er uns noch viele Jahre als Moderator. Thomas Gottschalk hier, Deutschlands schönster, populärster und bester Fernsehmoderator, Gewinner des Bambi und der Goldenen Kamera. Was kann ich für Sie tun?